Hey liebe Leute, Mr. J am Mike und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute mit einem Black Ops 2 Video. Wir sind von Wallis wieder retour gekommen, eigentlich schon 5 Tage her. Aber ja, wir haben dort unser Road to Commander im COD 4 MW1 angefangen. Sind noch nicht ganz fertig, aber haben doch ein paar Episoden können sichern, wo wir dann im Verlauf der Zeit immer wieder werden ausstrahlen. Ja, uns hat es saumässig viel Spass gemacht, wie ihr es vielleicht in den Bildern gesehen habt, im Video innen, ich glaube es ist im ersten vom Road to Commander, haben wir ja unseren Beamer installiert und haben natürlich auch genug zu trinken gehabt, genug zu essen und wirklich sind gute, erholsame Tage gewesen. Und wir werden uns irgendwann, denke ich mal, an einem Wochenende nochmal treffen, der Rufus und ich, und werden das nachher natürlich fertig machen. Wir sind, wenn es mir jetzt nicht täuscht, jetzt dann Level 40. Und sind doch noch 15 Level und wir kennen sie alle genug gut. Desto weiter man raufgeht, desto länger haben wir auch, um das zu erreichen. Wir haben jetzt gute, was sage ich mal, 5-6 Stunden gezockt online und ich sage mal, wir schätzen, es geht sicher im Gesamten 15 Stunden, bis wir das Road to Commander fertig haben. Und ja, das wäre mal soweit zum Road to Commander. Ja, der 8. April ist auch vorbei und das war ja das Ende von unserer Verlosung von den Control Freaks. Und wir haben jetzt nicht extra ein Video gemacht für ein Paar, um zu zeigen, dass wir das wirklich machen. Ich glaube, ihr vertraut uns genug gut. Und ja, die Control Freaks gehen dann, ich schreibe den Namen oben rechts, dass es wirklich richtig ist, das ist der Black Ops 2 AK 97. Herzliche Gratulation, wir wünschen dir jetzt schon viel Spaß mit den Control Freaks. Das Einzige, was du machen musst, ist uns via private Nachricht auf YouTube halt deine Adresse schicken, damit wir auch wissen, wo die eigentlich hin müssen, weil ich glaube, mit der Brieftube kommt das nicht so gut. Und ja, in dem Fall einfach schnell schicken und wir schicken dir dann die Control Freaks per A-Post heim. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben auch im Wallis, wenn ich gerade vorher vom Wallis erzählt habe, ich habe mal an einem Abend ein Battlefield 3 gezockt. Und zwar mit 2 Kollegen von mir und es ist saumässig lustig. Es hat wirklich Spass gemacht. Ich wollte es dann eigentlich aufladen, nur das einzige Problem, all die einen Elgato haben, die wissen ja, dass die Sprachaufnahme vom Elgato eigentlich, also der Live-Chat, recht beschissen ist leider. Aber da können wir nichts ändern. Ich habe dann gedacht, gut, machen wir es halt so, dass ich sie via Headset und dies und jenes aufnehme, Elgato und weiss nicht was, wirklich alles probiert. Und ja, was ist passiert? Es hat nur meine Stimme aufgenommen gehabt, aber es hat mir so saumässig viel Spass gemacht, im BF zu zocken, dass ich eigentlich die Idee hatte, wir könnten einmal ein Battlefield 3 Gameplay aufladen. Da lassen wir uns aber noch ein bisschen Zeit, weil wir müssen dann wirklich schauen, wie wir das mit der Sprache machen. Höchstwahrscheinlich werden die dann mal zu mir kommen und dann werden wir da einen schönen Gameabend machen, Battlefield 3. Und dann werden natürlich später dann ein paar Gameplays, Commentaries aufgeladen von BF3 und ja, das ist einfach so die Info vom BF3. Für die es noch nicht gesehen haben, das Battlefield 4 ist der offizielle Trailer draussen. Wenn ihr könnt, geht ihn schauen. Der ist wirklich saumässig gut. Und die Grafik ist mal wieder der absolute Hammer. Ich denke mal, auf der PS4 wird es die Erwartungen sicher auch treffen, wenn man so das Intro, so den Clip anschaut. Das schnell zum Battlefield 4, plus noch natürlich die neueste News, was YouTube anbelangt, wie ihr gesehen habt. Es gibt jetzt auch youtube.ch und was hat das zur Folge für all die schön 20 Minuten gelesen haben? Jetzt können auch alle Schweizer eigentlich Partner werden, also alle Futures sind freigestellt. Finde ich auf der einen Art cool, muss ich sagen, dass wir endlich einmal berücksichtigt werden. Auf der einen Art ist es so, es gibt für all die sich so gesagt wirklich verdient haben, wo wirklich auch haben müssen anfragen, dass sie Partner werden können. Ist so, ja, so dreht es ein bisschen weg, oder? Jetzt kann jeder werden. Aber ich finde es trotzdem noch gut, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, die Futures zu brauchen, weil es gibt doch auch Leute, die es verdient haben, Partner zu werden, dass sie die Futures brauchen können und vielleicht schon mal eine Absage bekommen haben von einem Network. Darum finde ich es im Ganzen eigentlich gut. Halt eben, jetzt Konkurrenz, das Thema, wird die steigen uns gegenüber. Wir machen uns keine Angst, ob jetzt noch mehr kommen oder nicht, weil wir machen es ja prinzipiell aus Spass, oder?
wie wir schon 1000-mal erwähnt haben, in der Schweiz Geld verdienen mit YouTube. Ich weiß es nicht, ich kann zu wenig sagen, weil wir haben eigentlich noch gar nicht verdient momentan. Wir sind ja erst gerade Partner geworden. Wir schauen das mal an. Vielleicht Ende Monat, um zu schauen, wie viel haben wir verdient. Vielleicht lange es für einen Kaugummi mit dem Kleber drin. Und wenn es besser kommt, dann stoßen vielleicht der Rufus und ich mal mit dem Geld an. Und zwar ein schönes Bierli, das wäre doch noch schön. Mit dem verdienten Geld mal auf uns, sage ich mal, Anführungs- und Schlusszeichen, Erfolg können anstoßen. Weil, ja, es ist doch noch schön. Ja, ich komme, denke ich mal, noch schnell kurz zum Hintergrundvideo. Frage mich nicht, wie das Land heisst, weil ich habe es überhaupt nicht gern. Es erinnert mich wirklich an das von MW3, dort, wo man runter durch kann, durch die ganze Ruine. Es gefällt mir überhaupt nicht. Aber da spielt der Rufus natürlich mit einer schönen PDW 57 mit Lasermarkierer und Schalldämpfer. Und als Extras hat er Geist, Plünderer und Gewandtheit als Abschussserie Orbitalsatellit, Hund und Schwarm. Und dazu hat er noch 2 Blankgranaten und die schöne S-Mine. Und ja, mal, er ist es noch schön und man sieht es auch wirklich. Im Capture the Flag kann man wirklich schnell mal Punkte machen, wenn man es wirklich gut macht. Ja, das könnt ihr eigentlich auch mal wieder spielen, das Capture the Flag, weil es ist doch rein taktisch Spielen, da wenn wirklich das ganze Team wirklich mitmacht, mit Abdecken und Vorstoßen, ist das doch noch recht actionreich. Müsst mal wieder reinschauen. Momentan bin ich eher ein bisschen am COD 4 spielen. Und ja, wir wissen, wir haben viele, die eigentlich Black Ops 2 Videos bei uns schauen. Aber wir haben es schon mal erwähnt, uns ist es auch nicht wirklich, wir finden es auch nicht naheliegend, dass wir uns wirklich eigentlich quälen ab und zu, das Black Ops 2 zu spielen. Und wir warten lieber darum, dass wir wirklich mal wieder Spass haben und wirklich wieder reinsitzen und das Spiel spielen und dann natürlich auch hoffen, dass der Spass bleibt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt wirklich ein bisschen am COD 4 World at War ein bisschen am Zocken und machen dort mal sicher irgendwann mal unser Road to Commander fertig. Und ja, dann schauen wir auch weiter und irgendwann ist doch eh schon 2013 das neue COD, das MW4 wird dann auch schon draussen sein. Und ich hoffe dann wirklich, dass es so ist, dass das wieder saumässig viel Spass macht. Wenn ich eben zurück überlege, das MW3, es hat uns schon recht angeschissen ab und zu, aber wir haben es trotzdem das ganze Jahr lang können spielen, was beim Black Ops 2 jetzt bei uns eigentlich nicht so der Fall ist, was wir eigentlich schade finden, weil es ist doch vielversprechend gewesen. Es hat gute und schlechte Sachen, das stimmt. Wir haben auch im Wallis schnell im MW3 wieder reingeschaut und es ist doch noch gut gewesen, hat Spass gemacht. Aber ich würde mich jetzt auch nicht mehr wirklich ein Jahr damit auseinandersetzen. Irgendwann hat man es gesehen und man freut sich eigentlich immer wieder, dass ein neues Spiel rauskommt. Auch wenn sie sich ab und zu ein bisschen mehr Zeit könnten lassen und die grundlegenden Probleme könnten verbessern oder gar nicht entstehen lassen. Aber ja, das kennen wir alle genug gut. Ja, in dem Sinn tue ich mich eigentlich schon verabschieden. Wir kommen wirklich langsam zum Ende. Mir hat es wieder Spass gemacht, trotzdem ein Black Ops 2 Video können zu kommentieren. Hoffen natürlich auch, dass es euch Spass gemacht hat, zuzuschauen und zuzuhören. Und man wird sich, denke ich mal, im nächsten Road to Commander hören. Wir haben uns jetzt eigentlich einen fixen Plan angelegt, da bei uns doch auch immer wieder ein bisschen etwas zu machen gibt und wir halt die Episoden schon gemacht haben. Werden wir schauen, dass wir immer so 2, 3 für Road to Commander haben und nachher sicher wieder ein Black Ops 2 Video. Und in dem Sinn tue ich mich natürlich bei euch verabschieden, wünsche euch noch einen schönen Tag und am Black Ops 2 AK97 wünsche mir noch viel Spaß, wie gesagt, mit den Control Freaks und man hört sich. Schönen Peace und out.